Assalamu alaikum. Geschichte vom Asia, Gott sei zufrieden mit hier. Asia bint Musahim war eng von der Frau von einem Pharao. Weder am Koran noch an der Bibel gibt es detaillierte Informationen über ihre Biografie. Was aber gewusst ist, dass sie eine schöne Frau war und aus einer ganz reichen Familie kam. Sie war bekannt, mattgierig oder generös mit den Leuten zu sein. Sie war ganz ernst, als wie ihr Mann der Pharao. Hier war als ganz unbarmherzig und grausam in ganz Ägypten bekannt. Von der islamischen Perspektive gesehen, fängt dem Asia bint Musahim seine Geschichte an, den Tag, wo sie mit ihren Dienstmädchen sich beim Nil ausgeruht haben. Die Leute haben eine Kurve aus dem Nil gefischt, wo Kant dran lag. Das Kant war sonst kein anderer wie der Prophet Musa oder Moses, Friede sei mit ihm. Asia hat sich direkt an das Baby verliebt und hat den Pharao gefragt, für ihn zu halten, weil sie bis dahin kein Kinder mit ihnen hatten. So ist der Musa, Friede sei mit ihm, am Palast vom Erzfeind von seinem Volk, und zwar der Pharao, groß gehen. Asia hat hier an sein Herz geschlossen und hat den Musa für sein eigenes Beruf erzogen. Die Jahre sind vergangen und der Musa ist zu einem schönen und großen Mann geworden. Asia hat die Ungerechtigkeit von ihrem Mann immer gefährdet. Hier sagt sein Volk, dass hier Gott wäre, aber sie wusste, dass das nicht stimmen gäbe. Sie hat nie geglaubt, dass hier eine übernatürliche Kraft hat. Es hat ihr dick getan, dass die Leute für ihn auf die Knie gegangen sind, weil ihn das so wollte. Sie war davon überzeugt, dass hier nicht mehr eine Stierfläche war und hat darauf gewartet, dass irgendjemand ein Kehr und der Situation etwas anderes gäbe. Eines Tages hat der Musa, Friede sei mit ihm, den Palast verlassen. Asia hat darin immens gelitten, zumal dass sie mit keinem darüber schwätzen konnte. Sie ist geworden, dass der Mann von ihrer Coiffeuse, der Musa, sein Leben gerettet hat, an dem sie ihn hier gewarnt hat, dass der Pharao hier ihn umbringen gave, wenn hier nicht direkt fortgehen. So hat hier eine Verbündete gefunden, die dieselbe Glauben an Allah mit ihr gedeelt hat. Eine lange Zeit ist vergangen, bis sie geworden ist, dass der Musa, Friede sei mit ihm, endlich zurückgekommen ist und dass sie ein Gespräch beim Pharao angefragt hat. Sie hat mitgekriegt, dass sie zurückgekommen ist, für den Pharao Nachricht zu geben, dass sie Allah soll anbeten, den einen richtigen Gott, und dass sie die Juden oder Bani Israel aus seinem Land raus soll lassen. Asia hat verstanden, dass der Musa, Friede sei mit ihm, ein Gesandter Gottes ist. Sie war eine von den ersten Personen, die dem Musa sein Glauben nachgegangen sind. Sie wollte nur Nachrichten von Musa, Friede sei mit ihm, kriegen, aber du hättest sie müssen über die Coiffeuse fahren. Das Coiffeuse hat ja dieselbe Glaube wie Asia, und sie ist von einer Töchter vom Pharao, die hier mit einer anderen Frau hat, verraten gehen. Sie war am Gang, seiner Töchter Tor zu kommen, weil der Kamm auf den Boden gefallen ist und sie Bismillah gesagt hat, weil so viel heißt wie am Namen von Allah. Seine Töchter hat gefragt, ob sie von seinem Pap schwätzen, weil er ja der sogenannte Gott wäre. Nee, hat Coiffeuse geantwortet, schwätze von Eisem, an dem Pap sei Gott, also Allah. Mädchen hat seinem Pap davon erzählt, und der Pharao hat nicht gezeigt, für ihre Kessel mit kochend gliedischem Wasser zu bestellen. Hier wollte Coiffeuse zusammen mit seinen Kindern an den Kessel geheuen, weil sie nicht geglaubt haben, dass hier Gott wäre. Hier wollte durch die Vielfalt ein Exempel statuieren für die Leute in Ägypten. Nachdem es hier in der Freiheit grausam Schicksal verraten hat Coiffeuse eine Frage gestellt. Und zwar, ob sie da noch zusammen mit ihren Kindern begraben gehen. Ein nach dem anderen sind seine Kinder dann durch kochend Wasser umgekommen. Weil sie noch lang mit ihrem Baby an den Arm durchstung, hat sie angefangen zu zicken. Allah hat dem Baby erlaubt, für zu schwätzen, so wie hier nicht beim Isa ibn Maryam oder Jesus, Buch von Maria, gemacht hat. Hin hat sich Mom beruhigt, an dem sie gesagt hat, Mom sprang mit mir an die Kessel, weil die Folterung und Bestrafung an dieser Welt viel mehr liegt sie wie die Folterung und Bestrafung am nächsten Leben. Sie ist mit ihrem Kind an den Arm dran gesprungen, während dem Pharao die Welt nicht mehr verstanden hat. Asia hat das ganz miterlebt. Sie konnte ihre Freundin aber nicht retten, war mehr wie beeindruckt von ihrem Courage gegenüber dem Pharao.
Dat wat passiert ass, huet ihr och de Courage ginn, fir géint sei Mann ze goen. Dacia huet sei Mann ab dem Moment nimmer nach verflucht. De Pharao krut dat natierlech mat, an huet verstanen, dats och seg Fra eng Unhängerin vum Musa Friedesif mat him war. An engems huet sie zu den Leiit geheiert, déi de Pharao oni Skrupel verfollecht oder ëmbrucht huet. Mat engem immense Courage ass sie du bei sei Mann gangen, sot him, ech war ëmmer misstrauisch, wat den sogenannte göttlech Fähigkeiten ugeht. Mir ass egal, wat du mat mir mëchst, ech klewen de Gott vum Musa oder Moses an dee vum Harun oder Aaron net dech. De Pharao war schockéiert an ausser sech. Sot, weesst du, wat ich mat dir mache werd? Ja, sot das ja, mir das mir egal. Obwohl hier nie etwas gefehlt huet am Liewen, also dass sie alles konnt hunn, weil den sech am Liewe firstelle konnt, oni sech mussssen unzestrengen, weil seg Dingstmederscher alles gemat hunn, gouf das ja lo aggesperrt. Aber bei all den Drohungen von ihrem Mann ass sie gegeniwwer ihrem Glawe standhaft bliwen. Weil de Pharao agesinn huet, dat seg Fra stur geef bleiwen, huet hien se mat an d'Wüste geholt, wo sie gefoltert gouf. Während Asia gepeitscht, gepickt, geschnitten an zerschloe gouf, hunn Familiemembre no geguckt a gelä. Seng Dinger hatte keng aner Wahl, wie dem Pharao ze follechen a weiter ze folteren, weil hien se sos alle guten ëmbrucht hat. Sie huet also guer keng Leiit, déi zu hier gehalen hunn, senger Seit gehat, an de Musa Friedesif mat him war de moment net do. Dacia huet de Pharao nëmme nach verflucht, an dat huet sei Mann nëmme nach Meerose gemat, an en huet hat als geckech bezeechent, weil hat net agesinn huet, dats hi Gott fir. Hin as so rose ginn, dats hier senge Leuten Urder ginn huet fir d'Asia mat op en hege Biersch mat ze hullen, an e riese Fiels op et fallen ze lossen, weil hat laut him d'vorech net wot agesinn a geckech war. An enger Iwerlieferung steht, dass Dacia kurz für segem Tod an den Himmel geguckt huet, a Gott gefrot huet, bau mir ein Haus niewend dir am Paradies, rett mich für Pharao a singen ungerechte Leid. Den Himmel ass opgangen an Dacia kon sein Haus am Paradies gesinn, an huet ugefangen mat lachen. Jede Fiels op him gelandt ass, als Keberer Sticker zerschloen huet, huet Allah seg Seel geholt. Dacia bin Musahim gilt als eng vun den beste Frauen am Paradies an zu de 4 wichtigste Frauen am Islam. Et as ein Beispiel vun enger Person, déi alles hat, wat de Mënsch wollt, wo Reichtum a Schönheit bis Mucht. Sie huet dat alles am Numm vu Gott an der Worecht verhalle gelos. Assalamu alaikum, Friede sief mat dir.